9:30. Wir sind immer noch am Berg oben. Bodenlos kalt. Also ihr seid live dabei. Der Wind ist jetzt mehr. Teilweise ist es richtige Böen. Also die zwei oben haben schon überlegt, ob sie runterkommen. Ja, Abenteuer, gell? So, wir sind wieder auf dem Weg und zwar geht's jetzt in die vielleicht geilste Region, zumindest die, auf die wir uns am meisten freuen, und zwar nach Svanetien, zu den ganzen 4000er, 5000er und was da alles so los ist. Also man sieht schon, man sieht noch nichts, aber man sieht schon ein bisschen was und es schaut schon ziemlich gut aus. Wir fahren los. Unser Ziel, die Coruldi Lakes auf über 2700 Meter. Auf unserer Fahrt Richtung Mestia sehen wir so einige interessante Dinge. So ist es. Alter, die Straßen ist wild, das ist wahnsinnig. Ständig irgendwo riesige Baustellen, weil die Straßen abgebrochen ist. Na, aber der soll ja einfach kurz da chillen. Ich glaube, er hat mehr Platz, oder? Sein Tier ist aufgegangen. Scheiße. Fährst du alles zurück? Axel, fahr wieder mal zu mir. Dann wieder mal einspurig, dann wieder dunkle Tunnel. Wahnsinn. Ah, da ist, was ist das jetzt? Ja, wieder mal Straßen abbrochen. Das schaut sehr gut aus. Oh. Ja, nach dem Gefühl 1000. Schlagloch und dieser Brücke Willst du drüber fahren? Nein, vergiss es. wurde die Landschaft gleich viel interessanter. Wow, unser erster hoher Berg! Das ist der Uschbar mit 4600 Metern und man sieht schon, Alter, so viel höher als wir alles, was rundherum ist. Richtig geil. So geil! Wir beschließen aufgrund des Traumwetters dem Dolmatal einen Besuch abzustatten. Bei diesem Panorama sicherlich keine schlechte Idee. Und ja, die Straße hat aufgehört, es ist nur mehr eine Schotterpiste. Und jetzt dürfen wir über spektakuläre Brücken drüber fahren. Schauen wir mal, wie das wird. Die Auffahrt da, boah. Himmelfahrt. Und wieder bergab. Das ist narrisch, Alter. So schön, habt ihr das gesehen? Von der Brücke aber. Der Fluss, gell? Mit dem Berg dahin. Hier würde man übrigens auch noch den höchsten Wasserfall Georgiens finden, den Stugra. Wir entscheiden uns stattdessen aber für einen Fotoshoot. Hi, Zukunftsaxel da. Wer unsere Abenteuer in Georgien geil gefunden hat und die bisherigen Videos gefeiert hat, dem sagen wir, macht es selber, mietet euch einen 4x4 Camper. Wir haben mit iDrive 4x4 zusammengearbeitet und können es nur empfehlen. Es hat echt Spaß gemacht und mehr Infos zu Buchung und vielen weiteren gibt es in der Caption. So, Gegenwartsaxel ist wieder da. Wir haben entschieden, dass wir aufgrund des guten Wetters das Tal zugunsten eines weiteren Highlights verlassen. Wir wollen nur hoch hinauf, wie gesagt, zu den Coruldi Lakes. Vorbei an Bergketten, Schweinen und alten Wehrtürmen kommen wir nach Mestia, der Hauptstadt von Svanetien. So, wir haben jetzt das letzte größere Kaff in Svanetien passiert und man sieht schon wieder, die Straßen ist absolut elendig. Andi macht sein Bestes. Jetzt geht es auf 2700 Meter. Wir sind umringt von traumhaft schönen weißen Bergen zwischen 3000 und 5000 Metern. Absolut krass. Wetter halt echt mega für das. Und wir fahren auf zu ein paar Seen. Wir hoffen, die Straßen ist offen. Und wir hoffen, dass wir oben ankommen, ohne dass wir schweiben, oder? Übelkeit, kein Problem. Ganz wichtig. Kurve um Kurve geht's steil hinauf. Ja, wir wollen ja immerhin auf 2700 Meter. Durch Pfützen und steile Rampen. Ich denke, wir müssen nachlaufen. So schaut's aus, wenn man von draußen filmt. Die uns teilweise etwas unentspannt werden lassen. So, bin kurz ausgestiegen. Wir müssen durch die Furt da durch. Ist nicht sehr groß, aber es reicht.
Langsam, 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 langsam. Ja. Also die Nerven liegen dann. Wir warten gerade auf den Axel. Der hat aussteigen müssen, Alles easy. weil das so eine tricky Stelle war. Jetzt ist er wieder da. Und Weiter geht's. Man sieht es vielleicht nicht gescheit, aber da hinten haben wir gerade durch müssen. Das ist nicht mehr Anfängerniveau, sondern es ist sehr fortgeschritten. Wir merken auch schon die Hächen. Das sind über 2200 Meter. Wir haben bei 300 angefangen heute. Boah, hey. Das merkt man einfach. Die Straße, irre, oder? Richtig irre. Uns ist gerade einer mit einem Jeep Renegade entgegengekommen, ohne großartig Bodenuntersatz, ohne großartige Reifen. Wahrscheinlich Russe oder lokaler Dude. Der war sehr gechillt. Da hatten wir es uns nicht trauen. Boah, wir sind jetzt schon sehr oft am struggeln, ob es geht und wie es am besten geht. Aber bis jetzt geht's. Ja, schau dir das Panorama an. Krank, bitte Arbeit dran, dass alles drauf ist. Irre! Es ist immer nur eine Bilder. Am Plateau angekommen, realisieren wir erst einmal, wie geil die Landschaft um uns herum eigentlich ist. Alter, die Berge im Hintergrund. Alter, geht's euch das? Scheiße! Es ist so geil. Es ist so schön in alle Richtungen. Berge. Es in eine schöner als in die andere. Man kommt gar nicht mit dem Schauen hinterher. Ja. Es ist Wahnsinn. Ja, wir sind wirklich gestört. Immer wieder müssen wir aussteigen und checken, ob der Weg nur weitergeht und wie wir am besten die Schneefelder ausweichen. Wie gut, aber da kommt dann da auch ein Senken Aber es ist keiner durchgefahren. durch den Schnee. Ja, da sieht man ein bisschen was, glaube ich. Einmal da kannst du hängen bleiben. War jetzt gedacht, wenn der letzte Kilometer nicht mehr geht. Ja. Axel sagt Geitz, links rum. da geht's. Super. Also, einmal über die Wiesen. Am Ende fahren wir fast schon querfeldein, bis unser großes Schneefeld den Weg versperrt. Also, wir sind jetzt unten. Wir haben entschieden, wir bleiben da über Nacht. Seht schon, Zelt wird aufgebaut. Wind wird wahrscheinlich da sein, aber ja, wir hoffen einfach, dass nicht so viel ist. Laut Wetterkarte soll es so bleiben, wie es jetzt ist. Nicht viel mehr Wind, ihr hört es wahrscheinlich ohne Mikrofon relativ gut gerade. Wind ist da. Aber das Wetter soll morgen auch schön bleiben. Und dementsprechend haben wir dann einen geilen Sonnenuntergang, Schrägstrich geilen Sonnenaufgang. Auch zwar mit dem Rad. Das sieht schon nicht zu. Aber ich zeige euch jetzt noch, was vor mir liegt. Gebt euch diese Aufnahme. Ah. Und das Auto. Und das ist unser Panorama. Alter. Ist das Banger. Wow. Oder? Richtig geil. Geheimtipp beim Estia, aber die Straßentaufe ist bodenlos. Wir hoffen, dass wir die Nacht überleben. Schauen wir mal. Es wird langsam still. Der Abend bricht herein und die umliegenden Berge verlieren langsam ihr rötliches Licht. Wir bestaunen die Kulisse und sind unendlich dankbar für das Privileg, hier sein zu dürfen. Doch mit dem Privileg kommt auch der Preis, der dafür zu zahlen ist. Uiuiui. Ah, was tust du da? Also es ist 9:30, wir sind immer noch am Berg oben
Wir schlafen jetzt im Auto. Wetter schaut okay aus. Es ist bodenlos kalt. Es ist wirklich bodenlos kalt. Ich hoffe, wir müssen in der Nacht nicht raus. Die anderen schlafen über uns im Dachzelt. Mal schauen, wer in der Früh mehr im Arsch ist. Vorerst gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Oh, hallo. Ja, das habe ich jetzt gemerkt. Ist schlecht bei dir, oder? Nein, passt schon. Also, ihr seid live dabei. Wir haben gerade Position gewechselt. Ich liege jetzt hinten. Und Laura ist in der Luxusposition. Laura ist jetzt vorne. Der Wind ist jetzt mehr. Teilweise ist es richtige Böen. Also, die zwei oben haben schon überlegt, ob sie runterkommen. Dann waren wir zu viert im Auto. Recht viel bodenloser kann es nicht sein. Also die Entscheidung, dass wir da oben bleiben, ist ein bisschen suboptimal. Wir hoffen, dass es bis morgen hält. Der Wind ist jetzt wieder, man hört es im Hintergrund. Ja, da. Ja, Abenteuer, gell? So, wieso seid ihr jetzt da? Also, 10 Minuten später. Wir sind alle herunten. Es windet. Massiv. Es kann man nicht mehr winden. Ne? Unter 0 Grad da draußen. Ja, wer hat die geniale Idee gehabt von euch? Alle. Es ist bodenlos. Auf einmal fährt irgendein Auto rauf. Und zwar in der Früh fährt da irgendwer diese schwindliche Straßen auf. Was ist denn da los? Wow! Unser erster 5000er! Krass! Nicht? 4,6 habe ich doch vorhin gesagt. Was sagen wir, Laura? So viel Lager. Es ist so geil.